Wo muss denn hier Velu gesagt gehen? Für die Frage zu beantworten, muss man für dich fragen, wo sind die Ursachen von diesen Problemen? Natürlich gesellschaftliche Veränderungen an diese Familien. Der Arbeitswelt hat sich radikal verändert. Wir haben unerkannterweise heichen Undeel auf fremdsprachige Kinder, wo die Mammusprache ein anderes wie die wir normalerweise hier in der Schule schwätzen. Wir haben eine Veränderung von der Medienumwelt, Dominanz von den audiovisuellen Medien, die dazu feiert, dass immer mehr gelesen wird. Wir stellen fest, eine kontinuierliche Reduzierung von der Schulzeit und damit eine Überlastung von den Programmen. Wir stellen fest, dass ein Teil von der Schule erbig auf das Elternhaus aufgewälzt wird. Wir haben gerade gesehen, ein schlecht bis miserables Schulklima kriegen wir international attestiert. Die Schuld liegt jedenfalls nicht bei den Kindern, nicht bei den Schülern. Sie sind nicht besser, nicht schlechter wie früher. Wenn sie auf die Welt kommen, sind sie wie ein weißes Blatt, und wir sind nicht am Anfang, die das Blatt beschreiben. Unser Reformprojekt sieht, die könnt ihr da lesen, eine Schule für all Kant. Betonung liegt auf all. Finnländer, die ja nicht nur ein Kehr, aber praktisch immer der Champion sind, an den Tester so, der Weg Kant durch die Sift fallen lassen, egal wer das kascht, sogar wenn wir müssen, bei dat Kant stellen, die sich kontinuierlich bekommen, das geht immer noch mehr billig, wie wenn wir das ein ganzes Leben lang müssen mal durchschleifen. Das ist so eine Ambition. Was für eine Approche haben wir gewählt? Wir wollen die Schule wie einen gut funktionierenden Dienstleistungsbetrieb organisieren. Wir müssen uns vorstellen, wie funktioniert dann so ein Betrieb? Normalerweise Betrieb, den erfolgreich ist, den hat eine kompetent und motivierte Direktion. Es gibt klar definierte Zuständigkeiten. Es ist ein hoch qualifiziert und motiviert Personal en place. Es ist Fried und der Arbeit und immer erfolgreich. Es gibt Unerkennung für gute Leistung und auch umgekehrt, war keine gute Leistung durch. Es besteht eine Konkurrenz, die ihn immer herausfordert. Ich fand ihn nach Freund, dass auf diese Prinzipien, wo wir wollen aufbauen. Nala hat schon gesagt, School for Future, die 4 Piliere. Wir wollen erstens Männerstaat und mehr Eigenverantwortung an Schule bringen. Wir wollen zweitens Männerrigidität und mehr Flexibilität am Auflauf vom Enseignement. Wir wollen drittens Männerabhängigkeit vom sozialen Umfeld, das heißt mehr individuelle Betreuung für das einzelne Kind, was Schwierigkeiten hat. Und wir wollen viertens Konkurrenz an das System bringen als Motor von allem Fortschritt. Ich komme jetzt zu den konkreten Propositionen. Ich fange nur mit den Strukturen. So Problem liegt dieser Meinung nur hauptsächlich am System. Politik als Schuldirektion. Wir wollen da eine ganz klare Trennung aufhören. Politik, und da verstehen wir drin, die Regierung, der Minister und Parlament sind zuständig für die Definition von den Zielen und von den Strategien. Sie sind zuständig für die Definition von den Kompetenzen, die müssen erreicht gehen. Sie sind zuständig für die Qualitätskontrolle am Unterricht, für die Examen und Darstellen von den Diplomen. Sie sind zuständig für die Nomination, und da kommt eine große Neuerung, die wir wollen aufhören, von einem Direktor General de l'Éducation nationale. Jemand, den ob eigene Verantwortungen spitzt von dem ganzen Schulbetrieb gestaltet wird. Sie ist selbstverständlich zuständig für die Mise à Disposition von den materiellen und finanziellen Mitteln. Da kommen wir bei der Schuldirektion. Im Moment ist das ja so staatliche Betrieb, wo ein Unmaß Leute sich dann drum bekümmern, dann
auch nicht immer an engem Strang ziehen. Mir gesehen, schon nur gedeiht, unterstützt ein Generaldirektor, den ich könnt gleichsetzen universitären Niveau mit dem Rektor von einer Uni, die geht nicht nur politische Maßstäbe, sondern nur einer neutraler, streng fachlich objektiver Selektion für 5 Jahre von der Regierung oder vom Parlament, den Modus kann ich diskutieren, genannt, mit der Möglichkeit von Verlängerung vom Mandat, wenn man sich bewährt, kann aber auch bei Bedarf vom Parlament vorzeitig aus seinem Amt enthürfen gehen. Hier ist für die Präkos, ich spreche nur an den herkömmlichen Termen, für die Präkos Spielschule und Primärschule verantwortlich. Hier hört du für weitgehend Freiheit am Kader von den politischen Kaderkonditionen sei Schulbetrieb zu organisieren. Hier nennt die Anna Direktoren, Member von seinem Direktionskolleg, dabei 2 Direktoren, 1 für 4 Schul primär, und 1 für die Sekundär, und das frei, Anna Direktoren daneben zu nennen, zum Beispiel für Qualitätsmanagement, für die Schulinfrastrukturen, für die Finanzen und so weiter. Den Direktionskolleg ist für die Nomination von den Direktoren von den Schulen zuständig. Aber mir so ganz klar, dass Politik sich da rauszuhalten, weil da ist ein großen Teil der Wurm hier am Land, am System. Monat erlebt, die letzte Zeit bei der Nomination von 2 Direktoren, 2 politische Nominationen, wo ein Bär aufgegangen ist, weil sich unheimlicher Widerstand aufgebaut wird, man den nicht Qualifikation mal hat, die am Gesetz 4 gesehen ist, wo Majorität sich nicht geniert wird, für eine extra Disposition an ein Gesetz zu schreiben, für das den überhaupt soll können, auf die Plätze zu kommen. Das ist kriminell. Das sie sagen, das muss aufhören. Den Direktor von einer Schule als die wichtigste Person, wenn er nicht fertig bringt, seine Leute zu motivieren, Ordnung an seinen Betrieb zu bringen, dann ist die Schule kondamniert. Aber Parteien hier am Land, die für sich den Urspruch haben, für den Wohlstand hier am Land gesucht zu haben, nichts Besseres zu tun haben, wie Altlasten an Schulen aufzulehren, an Schuldirektionen, dann ist das ein Krim vis-à-vis von diesen Kammern und auch von den Eltern, die dann oft abgekürt sind. Dafür ganz klar den Direktor General Matzingen, Kollege, die sind zuständig dafür, dass der Betrieb funktioniert, die können sich die überhaupt nicht leisten, für Kakuetten dahin zu nennen, welche dann direkt auf sie zurückfällt. So wird Politik sich nach einkehr rauszuhalten. Wir sind noch für eine ganz klare Trennung zwischen den Funktionen von Staat und Gemeinde. Wir sind der Meinung, dass am Niveau von Präkos, Spielschule, Primär, Gemengen an Zukunft für die Infrastrukturen, das heißt für die Schulgebäude und Transportzonen zuständig sind. Das muss natürlich an Zusammenarbeit mit den jeweiligen Direktionen geschehen. Und dass der Staat aber soll für alles zuständig sein, was Unterricht und Personal ist. Ich will dann ein bisschen von innen oben durchgehen. Präskolär, Spielschule, Primär, die sollen in Zukunft an Schulunitäten wohl verstärken. Wir wollen keine Schulen zumachen, die funktionieren, aber sie sollen an Unitäten zusammengefasst gehen, bei einer Mindestzahl von Schülern. Das sind verschiedene Gebäude, das kann auch über Gemenge Grenzen weggehen, dass in der genug zusammenkriegt, für das ein Direktor so einen Betrieb kann feiern. Und die gehen engem qualifizierten, ich betone das, qualifizierte Vollzeitdirektor unterstellt, die von der Generaldirektion ernannt und kontrolliert wird.